Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA Karrieremodus mit dem FC Basel. Wir sind zurück, die letzten Spieltage sind am Laufen und heute kommt es zur Entscheidung von der Entscheidung, und zwar ob wir Meister werden und ob wir im letzten Spiel von heute gegen Schalke gewinnen werden. So gehen wir heute direkt ins Spiel gegen GC, das simulieren wir. Wir spielen gegen IB. Also wenn wir heute gewinnen und IB verliert, können wir im nächsten Match, also in dem Fall glaube ich, schon Meister werden. Wenn ich es richtig gerechnet habe, das stimmt sowieso nicht, weil ich in Mathe nicht bin. Sie spielen mit Darashad Abur, Milanov. Wir spielen mit Dragowski, Janko, Suchi, Samuel, Safari, Franz und Bua spielt heute, Boetius, Delgado, Elianusi, Embolo. Darashai macht es 1:0 und Samuel gleicht wahrscheinlich per Kopfball aus. 70 Minuten vorbei. Aber wenn wir unentschieden machen, wird es nochmal knapp. Wir haben schon Jungs. Kein Wechsel. Ich hasse es, wenn es keinen Wechsel gibt. Mann! 1:1 gegen GC. Wegen der vierte. Jetzt müssen wir warten, was IB macht. Und dann rechnen wir nachher mal. He? So, Elianus steht auf 72. Donnarumma kurz vor 75. Embolo kurz vor 87. Endlich. Bald. Wahrscheinlich heute noch am besten vor Schalke noch. Spieltag. Okay, wir gehen noch schnell. Ding, das interessiert sich nicht. Embolo ist froh, dass wir gegen noch spielen hätten, er gewünscht. Und jetzt gehen wir mal schauen. Wir haben 11. Was? IB hat verloren? IB verliert gegen den FCZ. Schlimmer als Lugano. Haha. Jedenfalls 11 Punkte. 11 Punkte und das Lab in 5 Partien. Dann müssen wir jedes Spiel gewinnen. Glaube ich, oder? Wir haben heute also noch 1, 2, 3, 4. 4 Spiele mal 3 gibt 12 Punkte. 12 Punkte. Das heisst, wenn wir heute gewinnen, sind wir Meister. Stimmt, oder? Oder liege ich falsch? Und schreibe zwischen die Kommentare, wir sehen das wieder im Spiel. Und herzlich willkommen also zum Auswärtsspiel Basel gegen BSC Young Boys. Und heute ist ein Tag von der Tag. Wenn Basel heute gewinnt, dann können sie Meister werden. Und das in der Hauptstadt von der Schweiz, zu Bern. Mein Name ist Alessio und willkommen auf dem Kanal Italiano. Also 11 Punkte Vorsprung an Basel, 21 Sieg, 7 Unentschieden und 3 Niederlagen. Und heute kommt nur Top 11. Und es wird eine Überraschung geben. Basel hat die beste Abwehr. Das wird sich heute nochmal zeigen. 18 Goal. IB hat nur 28 Goal bekommen, 2 Goal mehr. Aber man sieht heute in der Mannschaft vom FCB, wieso man so stark ist. Man hat junge Talente gekauft und hat es so wie geschafft. Wir schauen aber uns die erste Ausstellung von IB an. Spielt mit Mogo, Sutter, Wittrich, Von Bergen, Lejczak, Sanogo, Zakaria, Gajic, Gerd, Oarau und Seferi, also mit Doppelspitzen. Und Basel auch. Wir sehen es, wir spielen also heute eine neue Aufstellung. Basel spielt in einem 4-1-2-1. 2. Alexander Donnarumma, also hinten mit Suchi, Janko Traoré, dann Tillmann hinten, Steffen Elianusi für Seite, Gold ganz vorne mit dem Iten und mit dem Embolo. Ich will Doppelspiel, wir gehen voll in die Offensive. Emilio Delgado ist leider der Leidtragende, der nicht ins richtige System passt. Tillmann eher ein defensiver Gold, eine Offensive, und wir haben leider keinen, der zentral ist. Wahrscheinlich wieder noch ein Spiel kommen, und ob es heute diese Saison, die letzte ist, sagen wir auch noch den Transfer aus Basel von rechts auf links, IB von links auf rechts. Wird Basel Meister? Wir sehen es in den nächsten 90 Minuten. Aber IB jetzt am Druck machen. Tiedemann macht jetzt aber stark. Ich kann den Konter einsetzen, jetzt zum Iten führen. Iten macht es allein und er macht das 1:0 nach 8 Minuten. Cedric Iten. Der Trainer setzt auf ihn und er setzt ihn über Emro doppelt wird und er schließt ab Mogo nur dran, aber der Ball nur abgelenkt Richtung Latte. Der Ball also drinnen. Basel führt 1:0 und ist eindeutig auf Meisterkurs.
hat das junge Talent gekauft und wird wahrscheinlich auch jetzt nachher im Transfermarkt offen sein und Gernd macht den Ausgleich. Da werden wir Defensive gerade loben, dass sie so wenig Goal kassiert haben. Und jetzt in 17. Minute kassieren sie also das 1:1. Basel jetzt wieder hinten, so gesagt, also jetzt wieder von neu an. Wartet und setzt perfekt Pass in die Tiefe. Mohamed El Younousi! Pfosten! Ganz knappe Sache. Entscheidet sich für ein kurzes Eck. Und Morgan muss hinter sich greifen. Der setzt sich durch. Setzt sich immer noch durch. Keiner greift an. Mogo. Der Ball will nicht hier. Und Basel macht immer noch Druck. Jetzt pfeift der Schiri ab. Wir gehen also mit einem 1:1 in die zweite Halbzeit. So, zweite Halbzeit, es geht los. Ich habe es gerade noch hier verpasst zum Aufnehmen. Aber nicht so schlimm zu. Es gibt keine Wechsel auf beiden Seiten, außer dass wir taktische gewechselt haben. Wir haben nämlich auf Country gespielt. Aber ich kann nicht das Gefühl, dass das wirkt. Embolo jetzt durchgesetzt. Aber man kann. Und wenn man es macht, dann spielt man eigentlich immer noch recht gut. Itten! Oh, und das ist völlig hinterbei vom Itten. Wogen mit dem Bein. Da gewesen, aber nachher das Geilste mit der Gletscher hinten ist auch nicht sauber gewesen. Ball gefährlich. Oh, Kopfball nochmal von der Linie kratzen und morgen hebt nachher nachfassen. Ball schön übrigens zum Steff. Ex-IB-Spieler. Rammt da das Sutter rum. Das ist wahrscheinlich der Nachfall von vorher. Und es geht der erste Wechsel bei den Berner. Roa Rau kommt wieder und der Philipp Zulechner kommt hier. Er wechselt nachher auch bald. Gut, jetzt krieg ich mal Platz. Embolo. Nein! Und wieder die scheiß Kamera, die sich verändert, sagt wie lange es muss. Sie verändert sich jedes Mal, ich weiß nicht wieso. Eieiei. Jetzt warten wir mal bis zur nächsten Situation und wechseln wir gleich doppelt. Aber was ist das wieder Chance gewesen? Nein, Saar, mit einem Fehler. Gell, Seferi und das hasse ich an dieser Ansicht. Du siehst es richtig, was genau. Wie genau der Spieler so Ferien macht, das 2:1. Wir müssen also reagieren. Das ist also nochmal das Goal von IB, Seferi mit dem Kopf von Donnarumma. Leider kann sie sich eher zum Freilaufen. Und wird jetzt etwas mit dem Meistertitel? Das ist jetzt die Frage. Seferi lässt sich feiern. Aber das Spiel geht noch 15 Minuten. Die werden wahrscheinlich jetzt hinter ihr stehen wie die Feuerwehr, aber wir wechseln. Und nicht gerade einmal, nicht gerade zweimal, sondern dreimal. Traoré, Gold, Itten kommen raus. Boetius, Bjarnason und Fernandes. 3 Offensive für insgesamt für einen Verteidiger und 2 Offensive. Das heisst, ja, wir spielen Dreierkette und zwar volle Offensive. Wir gehen jetzt voll drin, wenn das 2:2 und 3:2 schiessen. Volle Offensive und los geht's. Mission Meistertitel wird heute gemacht. Nicht einen Tag später, nicht einen Tag. Und jetzt schlafen, was ist los? Was ist mit IB? What the fuck? Cinnamon. Steff. Embolo macht's wieder gut. Mogo. Oh, und Boetius kommt eine Sekunde zu spät. Aber es muss schnell gehen jetzt, viel schneller. Und das machen sie auch. El Younousi. Streckt den Ball durch. Passt zurück zum Embolo. Boetius im Nachschiessen. Boetius 2:2, noch 6 Minuten. Und IB schläft. Mogel lässt wieder abprallen. Und Boetius sofort im Nachschiessen das 2:2 noch 5 Minuten. Das Drama von Bern. Jetzt. Basel will gewinnen.
schaffen sie das in den nächsten 4 Minuten. Boetius, der Kämpfer, macht das super. Oh, und da wieder Flachgelegt vom Wüttrich. Kein Freistoß, noch einmal ein Vorteil oder so etwas gegen Wüttrich. Und der Schiri pfeift ab. Es endet 2:2 spannende Partie. Und wir sehen jetzt nachher, ob es gelangt. Unentschieden, ob es langt überhaupt. Da bin ich gespannt. Ich habe nur auf sie gezählt. Ich weiß nicht, ob es auch noch das Unentschieden langt. Ich denke es eben nicht. Und wenn das sollte passieren, dass es wirklich nicht langt, dann schauen wir nachher. Wir haben 21 Schüsse gehabt. Und das sage ich heute effizient. Wir haben keine Effizienz, wir haben Schussgenauigkeit von 66 geht noch und das ist viel zu wenig. Lugano verliert 1 gegen Zürich, Thun gewinnt 1 gegen Luzern. Jetzt schauen wir. Es sind immer noch 11 Punkte. Wir gehen mal schauen. 11 Punkte, das heisst 3, 6, 9, 12. Nein, es langt nicht. Es langt nicht. Also das heisst, wir müssen gegen St. Gallen spielen wir. Das heisst, es gibt nachher eine grosse Folge. Das heisst, es gibt entweder nachher eine grosse Folge oder wir werden an meinem Geburtstag halt Ding machen. Das heisst, wir werden einzelne Folgen machen. Also wir spielen heute um den Meistertitel. Und da glaube ich, die ist schon ein bisschen besser und spielen dann im Finale gegen Schalke. Wir werden also nicht gerade werden. Oh, warte, jetzt habe ich gerade etwas gesehen. Und IB spielt unentschieden gegen Lugano. Das heisst, wir können Meister werden, offiziell. Das heisst, wir sehen das im Spiel, wir sind nachher im Chat zusammen. Und herzlich willkommen im Spiel Basel-St. Gallen. Und es ist ein Spiel, das Spiel Basel wird heute wahrscheinlich Meister, wenn wir unentschieden oder sogar ein Sieg wird länger. Mein Name ist Alex und willkommen vom Kanal Italiano. Nochmal. Es wird auch das letzte Spiel wahrscheinlich für die Folge sein. Wir spielen gegen den 6. 10 Punkte Vorsprung. Ein Sieg in dem Fall. Der Meistertitel ist da. St. Jakob Park ist aufgefüllt. Schön voll ausverkauft. Und das ist der von St. Gallen, der heute das verhindern mit einem Verteidiger angegangen und die Chef von der Defensive ist bitte St. Gallen. Das ist die Aufschläge für Basel. Ein bisschen verändert, aber das aufgrund vom Finale 2 Tage. Janko Delgado wird jetzt Elinussi, Fernandes, Franz Safari, Höchsuchi, Janko und der Dragowski. Die 11 will als Basel in den Meistertitel schiessen. St. Gallen will das verhindern mit Kofler, Anka, Eisenling, Wies, Hanin, Leitgeb, Taratroe, Dafür, Alexis, Lang, Kavusevic. Das ist also der Delf, den sie verhindern will. Der Titel für den Basler. Suchi heute auch natürlich dabei, wie will der Anka. Also, heute regnet es leider ein bisschen blöd. Hoffentlich verhindert das auch nicht. St. Gallen Hand ab. Anspiel links auf rechts für Basel, rechts auf links. Spielt St. Gallen. Los geht's. Und verhindert so. Der Ball Delgado natürlich heute routiniert. Der muss heute ein bisschen zeigen, was er kann. Franz und setzt sich gut durch. Macht's allein! Und was wäre das bitte für eine Kiste? Sie setzt sich gegen 3-4 St. Galler durch. Schließt ab und Ball ganz knapp am Goal vorbei. Wie der Ball durchgesetzt per Doppelpass. Delgado mit vorne dabei. Oh, und wird gefällt und das ist 11 Meter, ganz klar. Dummes Fall vom Eisenring. Und rot für St. Gallen. Das macht die Aufgabe Meistertitel für Basel einfacher. Rot nicht gerade, aber ganz sicher würde ich meiner Meinung jetzt sagen. Delgado wird natürlich antreten. Delgado macht das 1:0.
Basel führt nach 11 Meter mit 1:0 und hat jetzt die einfache Aufgabe als St. Gallen, wo jetzt mit 3 Verteidigern spielen muss. Also Basel hat Aufzug gemacht. Lucy. Mit der Flanke zum Janko, der macht sofort das 2:0. Jetzt brechen St. Galler an und jetzt brechen dem im St. Jakob Park. Da geht Janussi mit der schönen Flanke Janko. Und für den setzigen Verteidiger durch und für den Goalie keine Chance. Alexic kann nur zuschauen und das ist einfach Katastrophe. Natürlich mit 3 Verteidigern ist das schwierig. Aber Basel führt also nach einer Viertelstunde mit 2:0. Das wird nicht Boetius, kann sofort den Konter starten. Janko mit dem schönen Pass zum Elyounoussi. Und der macht das 3:0. Und bitte, was ist das für ein Pass von Janko? Quer über zum Tarek Elyounoussi, Mohamed Elyounoussi, und er macht natürlich hier wunderschön, keine Chance für den Goalie. Basel führt also mit 3:0. Janko durchgesetzt, der Gato, und er macht allein, schickt nicht Elyounoussi, macht allein und Kofler hat ihn gut. Der Gato. Janko 4:0. Und das kann man halt mit Janko machen. Wie gesagt, Flanke, Janko, Goal. Meistens so wie der Basel. Janko halt auch recht groß, da gibt es nicht viel zum Verteidigen. Ein bisschen Taktikwechsel, ein bisschen Umstellung und sofort rastet Basel komplett aus. Schafft das, was jetzt Bern nicht geschafft haben. Wieder Janko. Und wieder nein! Wieder Goal. Nein, leider noch nicht. Kofler pariert. Kofler bis jetzt der beste St. Galler im Spiel. Aber jetzt Janko 5:0. Und wenn das weitergeht, wird da wahrscheinlich zweistellig bleiben. Basel im Rouge. Erste Halbzeit vorbei. Basel führt mit 5:0, macht das besser, was sie in Bern nicht geschafft haben. Zweite Halbzeit weggewechselt bei den St. Gaudin und Kanadinis kommen die Leitgeb und Kavusovic, die schlechtesten 2 im Spiel von St. Galler, kommen raus. Wir gewinnen das Spiel gegen St. Gallen mit 6:0. Sion GC 1:1, Zürich Luzern 2:2. Und wir können also in der nächsten Folge, was morgen kommen wird, als Extra-Folge im Spiel gegen Schalke 04. Basel ist also Meister. Wir haben es also geschafft. Wir sind Meister und das 4 Runden vor Schluss. Ab Ziel 1 haben wir erreicht. Wir sehen uns also in der nächsten Folge von Basel Karriere und bis dann. Ciao zusammen.